Sobolev Michail Vitaljewitsch, город Syktyvkar. Aus der Novelle Der Mantel von Nikolai Gogol. Seine Exzellenz dachte an die Gesellschaft, aus der sie kam, erinnerte sich an alle die treffenden Aussprüche, mit welchen sie den ganzen Kreis zum Lachen gebracht hatte. Einige wiederholte sie jetzt halblaut vor sich und fand, dass sie eben noch so witzig wären wie vorhin und dass es darum gar nicht dumm sei, wenn sie selber darüber gelacht habe. Nur zuweilen störte ihre gute Stimmung ein heftiger Windstoß, der sie, Gott weiß woher und warum, plötzlich überfiel, ins Gesicht Schneeflocken trieb und den Mantelkragen ganz wie ein Segel blähte und diesen ihr mit unnatürlicher Kraft um den Kopf schlug, so dass ihre Kraft kaum reichte, sich da herauszuarbeiten. Doch da fühlte sie schon, dass jemand sie sehr fest am Kragen packe. Sie drehte sich um, sah einen Menschen von kleinem Wuchs in einer alten, abgetragenen Uniform und erkannte in ihm nicht ohne Schrecken Akaki Akakjewitsch. Das Gesicht des Beamten war bleich wie Schnee und er blickte wie ein Toter. Doch der Schrecken der höchststehenden Persönlichkeit war ohne Grenzen, da sie sah, dass der Mund des Toten sich auftat und in dem er einen entsetzlicher Leichengeruch ausströmte, die Worte sprach: »Da bist du endlich! Jetzt habe ich dich! Deinen Mantel brauche ich! Du hast dich nicht um meinen gekümmert! Du hast mich heruntergerissen! Jetzt her mit deinem!« Die hochstehende Persönlichkeit wäre vor Schreck beinahe gestorben. Wenn sie in der Kanzlei auch viel Mut besaß und jeder, der ihr männliches Gesicht und ihre Figur ansah, ausrief: »Oh, was für ein Kerl!« Doch jetzt empfand sie gleich vielen Riesen eine solche Angst, dass sie nicht ohne Grund für ihre Gesundheit fürchtete. Sie selber nahm von ihrem Schulter der Mantel und schrie dem Kutscher zu: »Nach Hause, so schnell du kannst!« Da der Kutscher die Stimme hörte, die gewöhnlich so nur in sehr entschlossenen Augenblicken tönte und da meist von etwas begleitet war, das sehr handgreiflich war, duckte er seinen Kopf, schwang die Peitsche und kehrte wieder blitzum. In 6 Minuten war die hochstehende Persönlichkeit schon vor der Einfahrt ihres Hauses.